eine Früh, da ich auf Gas eine Amfrau merke. Und dann kam sie nach einem Mann mit einem Mikrofon, sagte, entschuldige, das ist meine Amfrau. Ja? Und dann sagst du, eine Frau mal, wenn du im Bus gehst, dass du den Platz aufgibst, wenn du eine ältere Frau kommst oder eine schwangere Frau, gibst du den Platz auf? Das Mann sagt, nee, normal gebe ich dem nicht auf. Und diese Reporterin Rennfuß fängt an, Raum zu haken, du bist ein anertragender Mann und diese Cavalieros, die sind nicht mehr. Und allerhand Sachen sagst du zu dem, wer anertragen, du bist, du sollst doch mal alle ertragen sind und weißt was alle. Und dann sagt er, ich glaube aber nicht, dass ich anertragen bin. Na, warum dann nicht? Na, ich sehe die Schaffer vom Bus. Und ich glaube nicht, dass das eine Erziehung wird sein, wenn ich würde meinen Platz aufgeben, dort im Vorrat oder eine schwangere Frau und eine alte Tante wie. Wenn ich im Bus dann kriege, normal, dass ich da, wenn ich die Schaffer sehe. So, diese Reporterin, die hat eine Frau gestellt und die Antwort kam nicht so gut, als die erwartet hat von diesem Mann. Und manche haben das ganz klar. Wenn jemand im Leben was anders antwortet, als ich mir das vorgestellt habe, zum Beispiel meine Frau, mein Mann, meine Kinder, eine Kirche oder Gott oder Noba. Wenn jemand eine andere Antwort gibt, als ich erwartet, dann würde ich anfangen, Fußraum zu hacken, du bist ein Anertragender. Weißt du, was mit dir ist, wenn du hast nicht den, welche Antwort ich mir erwartet habe. Ich hatte ein bisschen mehr gedacht von dir. Ich dachte, du würdest mir sagen, ja, weißt du, ich gebe das live auf, wenn eine Früh kommt, ich würde ihn aufgeben. Ich habe das erwartet, und wenn du nicht dort bist, dann würde ich ranhaken. Weil sie das vielleicht denken, in der Öffentlichkeit sind manche dann bestellt, wenn die nicht die Antwort kriegen, was sie wollen. Aber in der Familie, wenn der Junge nicht sagt, dass ich das will, wenn mein Partner nicht sagt, dass ich will, ich will ranhaken, wenn ich ein bisschen mehr von dir erwartet. Wie würde man das anders kennen? Zum Beispiel wie die Frau, warum gibst du den Platz nicht auf? Wird das Problem gelöst? Ich gebe nicht auf, wenn ich der Schaffer vom Bus sehe. Dann hast du das Problem gelöst. Aber viele andere steht wie die Frau, warum wirst du nicht mitfahren? Warum weißt du das nicht? Oder was ist los? Dass man erst die ganze Wahrheit erkennen kann, euer Mann dann eins wieder geht. Bloß viele haben den Stolz und das Ich und das Rechte, das lässt das nicht, dass ich dem Leute utrede in der Falle Wahrheit weiter, wenn es für mich ist das wichtig, dass ich einen Grund finde, die eins raufzubringen, dass ich mich herfühlen. Die Bibel sagt, das soll nicht so sein. Das sagt zum Beispiel in Lukas Kapitel 6, Vers 37, in 38 sagt es, recht nicht, dass ihr nicht gerecht wird. Verdammt nicht, dass ihr nicht verdammt wurde. Vergift einer dem anderen, Gift, und so wird gegift wurde. Und die sollen mit vollgedreckten Mut geben, und im Überfluss geben, dann wird je auch kriegen, noch mehr als nur dort, was ihnen Mut noch ist. Wie sollen geben, wie sollen vergeben, wie sollen nicht rechten. Das ist viele Wahrheiten dabei. Aber manche denken doch, wenn ich was mehr kriege, wenn das alles so ist, als mein Hack, ich habe meine Spielerei, das alles so ist, ich das will, und wenn das so wird sein, dann wird das funktionieren. Soll jemand das anders wollen, dann will ich nicht geben, dann will ich auch nicht nur Frau, dann will ich einfach rechten. In einzelnen Familien sind Monate verstritten, wenn es eins wird, wenn es der andere nicht den welche Antwort hat. Und du als wo Jesus Christus ans Charakter will formen, dass ich bereit bin, die Wahrheit heute wahrhaft reagiert, wenn es wir sind Menschen, die lernen verstehen, wenn es wie immer verschiedene denken. So musst du dann wieder den nächsten sehen, die Wahrheit erkennen, euer den irgendwann sagst, dass du den Busschaffer eine andere Früh geben.